Secret Escapes heißt ein Anbieter für handverlesene Reiseziele. Geheimes Dinner auf dem Land bei Straßlach. Top Secret. Ich habe gehört, dass es was zu essen gibt. Ja, genau. Lecker, bestimmt einen guten Wein dazu. Also schöne Atmosphäre. Wir haben darüber gelesen in der Süddeutschen Zeitung und hat uns sehr angesprochen, weil es eben mal ein Event der ganz anderen Art ist und auch ganz unkonventionell und alles Überraschung. Man weiß nicht wo, man weiß nicht, was es gibt und das fanden wir sehr interessant. Es hat so angefangen, dass Freunde von uns eine Schuhwerkstatt haben und wir uns gedacht haben, in diesen schönen Räumlichkeiten könnte man doch nicht nur Schuhe verkaufen, sondern auch mal ein Essen machen. Und wir finden die Idee einfach sehr schön, dass sich fremde Leute treffen an einer Tafel und sich übers Essen kennenlernen. Und so hat es angefangen und deswegen sind wir immer auf der Suche nach besonderen Orten, wo wir dann kochen können. Ich bin Halbitalienerin und bin mit der italienischen Küche aufgewachsen, aber auch mit der bayerischen, also mit beiden Seiten. Und Antonia hat lange auch in Rom gelebt, als sie klein war. Und dadurch haben wir sozusagen auch darüber, also über die italienische Küche, uns kennengelernt. Und genau. Cucina Italiana meets Schweinsbraten. Alles geheim. Die Geschäftsidee von Laura Veronesi und Antonia Sim findet guten Anklang. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Gleich oberhalb des Deininger Weihers ist die Ludwigshöhe bei Kleinding-Harting mit prachtvoller Lindenallee. Angelegt wie für ein Schloss, mindestens eine edle Villa. Pläne hierfür soll Ludwig I. gehegt haben, doch das ist reine Fantasie. Die Inspiration zu dieser Idee, da könnte eine Villa geplant gewesen sein, die wird sicherlich über die Lindenallee hergeleitet worden sein, weil eben eine bis heute zu sehende Lindenallee auf die Ludwigshöhe hinführt und dort oben dann außer dem phänomenalen Blick über die Alpen kein Gebäude abschließt, nichts, worauf diese Allee wirklich hinläuft. Und es ist eigentlich so, wenn wir Historiker nach Quellen suchen, dann sind gerade für König Ludwig I. die Korrespondenzen eine Wahnsinnsquelle. Da gibt es ein großes Forschungsprojekt von Professor Glaser hier von der LMU zusammen mit Hannelore Putz, die sich auch habilitiert hat über das Thema Bauen, Finanzierung, Ludwig I. Und da gibt es über 1000 Briefe, die sich Ludwig nur mit seinem Architekten Leo von Klenze geschrieben hat. Und die sind ediert, also dieses Forschungsprojekt Putz und Glaser hat jeden Brief gewälzt bis 1864. Das ist 4 Jahre bevor König Ludwig dann auch stirbt. Und das wäre ja eigentlich genau der Zeitraum, um den es in dieser Legende von Kleindingharting eben geht, dass er kurz vor seinem Tod diese Villa plante und sie dann nicht mehr umgesetzt werden konnte, weil Ludwig selber verstarb. Es findet sich aber kein einziger Brief, in dem Klenze auf einen solchen Bau eingeht. Und normalerweise haben sie also die verschiedenen Bauprojekte, zum Teil auch Planrisse, wie so ein Bau aussehen sollte, ausgetauscht, miteinander darüber korrespondiert. Es wäre schon sehr erstaunlich, wenn da also ein Bau geplant war, von dem es keinerlei Hinweise mehr gibt. Zurück an den Deininger Weiher. Hier erntet der Wirt des Waldhauses Deininger Weiher frische Holunderblüten. Heute kochen wir mal südtirolische Hollerkücherl. Wie Sie sehen, habe ich da frische Holunderblüten. Dazu brauche ich Mehl und Eier. Tun wir mal in eine Schüssel. Dann tue ich einen Schluck Prosecco rein, damit der Teig richtig locker und luftdicht wird. Dazu nehme ich Holundersirup, damit ich keinen Zucker benötige. Und anschließend nehme ich noch frische Vanille
mit Zuckergemisch mische ich auch mit rein. Dann nehme ich noch einen frischen Abrieb von Zitrone und Orange. Den füge ich auch noch hinzu. Und dann rühre ich das zuerst mal glatt, den Teig, die Grundmasse, bis es einen geschmeidigen Teig ergibt. Als nächstes füge ich zerlassene Butter in die Masse. So. Und zum guten Schluss tue ich mein vorgeschlagenes Eiweiß noch drunter heben. Vorsichtig drunter heben, damit der Teig richtig luftig wird. Anschließend nehme ich die frischen Holunderblüten am Stiel, am Ende und tue sie im Teig eintunken. Und dann abtropfen, rechts, links, abtropfen. Und jetzt kommt das Wichtigste, das heiße Öl. Im heißen Öl so ruckartig reintun, damit die Blüte wieder auseinander geht. Und dann muss man warten, bis sie so weit ist. Nach 2-3 Minuten dann umdrehen. Noch eine. Captured effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you, holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, oh, oh. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better. Die Isar hier bei Kloster Schäftlaren durchquert auf ihrem Weg zur Donau den Landkreis München zweimal. Im Süden von Kloster Schäftlaren bis Großhesselohe, im Norden von Unterföhring bis nördlich von Garching. Einer der intimsten Orte im Landkreis München ist der Prälatengarten des Klosters Schäftlaren. Meine Eltern Martin und Maria Stange haben diesen Garten neu gestaltet im Jahr 1998. Voraus gingen Gespräche mit dem Abt Gregor von Kloster Schäftlaren. Und sein Wunsch von Abt Dr. Gregor Zasche war, hier einen Rosengarten zu gestalten. Mein Vater war Gärtner und aus diesem gemeinsamen Gespräch ist entstanden ein Traum, den sich beide erfüllen wollten.
aber das Kloster weder die finanzielle noch die pflegerische Last von so einem Garten übernehmen konnte. Und so ist auch meine Mutter mit ins Spiel gekommen, die dann den Prälatengarten eigentlich erst ermöglicht hat durch die Gründung des Vereins Schönes Schäftlarn. Auch Papst Benedikt XVI. War hier schon zu Gast, so wie viele andere Ruhesuchende. In die Kunsthalle Bremen. Auch dort ein Hauch von Schäftlarn. Schlachterladen in Schäftlarn an der Isar, ein Gemälde von Lovis Corinth. Er hat insgesamt 14 Bilder mit dem Motiv Schlachthaus, Schlachterei gemalt. Die ziehen sich im Grunde genommen durch sein ganzes Lebenswerk. Das begann schon 1892 und diese Bilder sind natürlich einerseits ganz ungewöhnlich. Man fragt sich, wie kommt er auf die Idee, so etwas zu malen? Das ist ja auch was Drastisches. Aber auf der einen Seite hatte das ja auch eine Tradition. Denn man findet das schon bei Rembrandt. Als Lovis Corinth in Paris studierte, da konnte er im Louvre Rembrandts großes Bild eines geschlachteten Ochsen studieren. Das hat ihn bestimmt auch inspiriert, dieses Thema später mal wieder aufzugreifen. Es gab aber noch eine andere Quelle für dieses Interesse an dem Thema. Sein Vater war Gerber und er selbst hatte schon in seiner Jugend in Königsberg eine Schlachterei besucht und dort Skizzen gemacht. Und der Schlachterladen in Schäftlarn war inspiriert von einem seiner Ausflüge nach Schäftlarn, wo er mehrfach hingereist ist oder mehrfach hingefahren ist. Er hat nicht nur ein Bild vom Schlachterladen in Schäftlarn gemacht, sondern auch noch ein zweites. Es muss unterschieden werden. Einerseits hat Corinth richtige Szenen gemacht, wo der Metzger bei der Arbeit ist und ein Tier zerlegt. Hier ist es ja ein Laden mit einer Theke, mit den Waren, die im Hintergrund an den Haken aufgehängt sind und mit einem Metzgergesellen, der mit einem Tablett hereinkommt und sozusagen den Kunden fröhlich anlächelt. Das ist sozusagen jetzt alles schon geschehen, das Dramatische, was vorausgeht mit dem Schlachten des Viehs und dem Zerlegen des Fleisches. You are so beautiful. To me, you are so beautiful. To me. Die Isar entlang vom Kloster Schäftlarn über den Georgenstein zur Großhesseloher Brücke. 1857 eine erste Brücke, in den 1980ern dann der heutige Bau. Zu den Wald im Isardal, glaubt es mir, das war einmal, da haben edle Ritter gehabt, den ich hat fang an das Gras. Ja, so war's, ja, so war's, ja, so war's, ja, das leider so war's, ja, so war's, ja, das Leid. Gesucht haben's und das nicht wir, aus die Eimer Wein und Bier, haben's dann alles zusammengesucht gehabt, dann sind's unterm Tisch drum flackt. Bier her, oder wir Grünwald. Die Burg ist Wahrzeichen. Schon im 12. Jahrhundert ist eine Burg in Grünwald belegt. Zu Grünwald, die Rittersleit, leben nicht mehr seit langer Zeit. Nur die Geister von den Sölden spuken nachts in den Gewölben. Ja, die sind's, ja, die sind's, ja, die sind's, ja, die Rittersleit, ja, die sind's, ja, die sind's, die olden Rittersleit. Ob hier jemals echte Rittersleute daheim waren? Vermutlich.
Von Grünwald über die Isar nach Pullach. Die alte Heiliggeistkirche aus dem 15. Jahrhundert mit schönen Kreuzen. Burg Schwaneck, all die Jahre Ort für Freizeiten von Jugendlichen und Kindern. Burg Schwaneck ist gar nicht so alt, wie man es bei Burgen meist automatisch unterstellt. Erst 1843 eingeweiht, ist sie der Mittelalterbegeisterung des Bildhauers Ludwig von Schwanthaler zu verdanken. Nach ihm hat übrigens die Schwanthaler Straße in München ihren Namen. In Pullach ist auch Sixt daheim, inzwischen Deutschlands größter Autovermieter. Im Jahr 1912 startete Martin Sixt mit ganzen 3 Autos. Linde hat ebenfalls einen großen Standort in Pullach. Gase und Anlagen zur Gasherstellung gehören zum Kerngeschäft. Pullach im Isartal. Das war auch während des Nationalsozialismus ein beliebter Wohnort für gut situierte Familien. Viele Nazis ließen sich hier nieder, genossen die schöne Lage und das Leben. Martin Bormann, ab 1943 persönlicher Sekretär des Führers Adolf Hitler, lebte in Pullach. Nach Ende des Kriegs wurde Bormann per Steckbrief gesucht. Karl Otto Sauer erlebte Pullach in der Nazizeit, schrieb ein Buch darüber. Mein Vater war 1902 geboren, ein typisches Bürgerkind in Freiburg aufgewachsen, mit 2 älteren Schwestern, einer sehr bürgerlichen Familie. Und er selber strebte dem nach, hat Maschinenbau studiert und hat relativ schnell eine Karriere gemacht bei der August-Thyssen-Hütte in Duisburg. Ist relativ früh der NSDAP beigetreten, 1931, und hat gemerkt, das ist seine Partei, weil sie sozusagen die Technik hoch angesehen hat. Wurde dann nebenamtlicher technischer Gauführer und ist 1937 ganz in den Dienst der Partei getreten, und zwar bei Fritz Todt, der damals die Ingenieurvereine zusammengeführt hatte zu einem großen Verband, und er war hauptamtlich dort als sein Stellvertreter tätig. Zu Beginn des Krieges wurde das alles neu organisiert und ein eigenes Rüstungsministerium eingerichtet, und Todt wurde der Rüstungsminister. Und mein Vater ist mit ihm dort eingezogen. Todt starb ja Anfang 1942 bei einem Flugzeugabsturz. Speer wurde sein Nachfolger und mein Vater war Stellvertreter Speers, der Leiter des sogenannten Hauptamts für Technik im Rüstungsministerium. Das war der Teil, der sozusagen für die gesamte Fertigung der Waffen und der Kriegsgeräte zuständig war. In Hitlers Testament ist er zum Nachfolger von Speer ernannt worden, weil ja in den letzten Monaten es ein Zerwürfnis zwischen Hitler und Speer gab, sodass er nominell auf dem Papier von Hitler noch zum Minister ernannt wurde. Zu seinem großen Glück, ich würde auch sagen zu meinem, ist das nicht mehr vollzogen worden. Er stand in Hitlers Testament, heißt das Buch von Karl Otto Sauer. Gleich hinter Pullach beginnt im Westen der Forstenrieder Park. Mittendrin finden sich die sogenannten Königseichen.
Die Königseichen hier im Forstenrieder Park wurden 1858 gepflanzt vom damaligen Parkmeister Heller. Der war vorher Jagdmeister, war er auch, war königlicher Jagdgehilfe und hatte dann hier im Park kräftig gearbeitet und dann offensichtlich so viel Geld und Zeit übrig gehabt, um seinen Dienstherren zu danken. Daher dieses L&M, also für König Ludwig I. und Max II., ebenfalls König. Und das ist dann hier angelegt in diesem Winkel. Hier das L, drüben das M dann auf der anderen Seite. Und sag mal, diese Kantenlänge ist ungefähr 80 Meter, die wir da haben. Die Eichen sind jetzt, na gut, sehr leicht gerechnet, 165 Jahre alt ungefähr. Jetzt einen Durchmesser haben sie von einem knappen Meter, damit einen Umfang von 2,40 Meter ungefähr. Und die Höhe wird jetzt bei 20 Meter liegen, so in etwa. Der Forstenrieder Park ist eines der größten Waldgebiete im Münchner Raum. 37 Quadratkilometer Fläche, das ist nicht ganz die Fläche des Ammersees. Ganz im Westen des Landkreises Neuried, mehr als 8000 Menschen. Das Rathaus ist in einem früheren Schulgebäude untergebracht. Das Spenglerhaus, ein altes Handwerkerhaus aus dem Jahre 1817. Neuried einst ein Bauerndorf. Gemütlichkeit beim Gastwirt Lorbeer bis heute. Die alte Dorfkirche St. Nikolaus. Ein paar hundert Meter weiter noch ein St. Nikolaus in Neuried, ein recht nagelneues katholisches Gemeindezentrum. Klare, moderne Architektur, ausgedacht vom Architekturbüro von Professor Andreas Meck aus München. Wo jeder sich mag. Manchmal sehe ich Papa Backen nicht, weil er lieber... Neben Neuried liegt Planegg. Junge Planecker und Planeckerinnen und ihr Musical Perfect Town. Ist Planegg damit gemeint? Wir sind Mutter, Vater, Kind, wobei eher sie die Kinder sind. Disneyland, das wär mein Traum. Ich bin Jan Felix Alt. Ich bin Dominik Wagner. Wir haben zusammen die Regie geführt bei Perfect Town, das Musical. Ich habe die Choreografie gemacht. Wir haben zusammen das Buch geschrieben. Und du die Songtexte. Wir haben vor 1,5 Jahren angefangen zu proben. Die Cast stand eigentlich von vornherein fest. Und mit denen haben wir dann zusammen erst in Workshops das Thema entwickelt und die Rahmenhandlung entwickelt. Dann haben wir beide uns hingesetzt und haben angefangen zu schreiben. Und dann Stück für Stück in den Probenphasen mit denen weiter daran gearbeitet. Liebes Tagebuch, alles hat sich verändert. Die Kinder werden hier wirklich perfekt. Die Werbung hat nicht gelogen. Es geht um eine Fernsehwerbung, in der versprochen wird, dass in einem Sommercamp die Kinder perfekt gemacht werden innerhalb von 2 Wochen. Und dann sehen wir 2 Familien, die diese Werbung sehen, die beide denken, dass ihr Kind nicht ganz so perfekt ist und halten das für eine ziemlich gute Idee, das dahin zu schicken. Und dann werden wir in das Camp geführt. Sehen wir mehrmals jedes Jahr. Europa, Asien, Afrika, wir waren überall schon da. Ha! Doch am liebsten singen wir dran im Strandbad auf Hawaii. Wir singen Wiki, 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 Wikipedia. Kokosnuss bis zum Schluss ist doch klar. Anna, 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 Ananas. Schau, die Hula Hula Queen hat richtig Spaß. Samenhut. Zuschauer werden dann Zeuge, wie das bisschen ausartet. Ich backe Also ich kann nicht zu viel verraten, aber die Campleiterin hat nicht nur Gutes im Sinne.
Kinder auf dieser Welt klonen. Blumen sind auf Effizienz und Zweck bedacht. Die Kinder werden dann perfekt gemacht. Und die Ideenfindung und alles war natürlich ein super cooler Prozess, der echt Spaß gemacht hat. Aber ich finde immer total spannend dann so die ersten Proben auf der Bühne, so wenn man mal die Bühne kennenlernt und schaut, wie schaut das Bühnenbild aus, wie klingt es, wenn die Band mitspielt. Das ist für mich persönlich immer so ein ganz besonderer Moment. Das finde ich immer total aufregend. Mein Name ist Florian Wagner und ich habe die Musik zum Musical geschrieben. Beim Komponieren ist es eigentlich fast am einfachsten, weil ich mich mit den Stimmen der Darsteller beschäftige. Versuche, während ich schreibe, schon an die Darsteller zu denken und stelle mir ihre Stimmen schon dazu vor. Roxy Music, Avalon, jener mythische Rückzugsort aus der Artussage. Gräfelfing ist nicht Avalon, aber die wunderbaren Villen dort sind schöne Wohlfühlorte, um die Welt da draußen einfach mal ein paar Stunden Welt sein zu lassen. Die sind 1936 eingezogen und ich bin dann auch 1936 hierher gekommen von Regensburg. Und habe da gewohnt bis 1957. Oder? 57 sind wir dann weggezogen hier mit meinem Mann. Und sind 1987 erst wieder hergekommen. Nachdem meine Eltern gestorben waren, musste ich das Haus hier übernehmen. Und seitdem wohnen wir hier. Das ist alles renoviert. In riesigem Aufwand. Es war ziemlich verkommen. Der hat den frühen Morgenrot. Da steht da auch was drin. Ja, jetzt setzen wir da hin. Zeitungen dran. Hast du das schon gelesen heute in der Zeitung? Gräfelfing, Gauting, München, Bogenhausen. Orte mit zeitlos wertvollen Villen. Auch der Münchner Architekt Sepp Ruf wirkte an Gräfelfinger Villen mit. Neben vielen anderen bekannten Gebäuden hat Ruf den von Ludwig Erhard beauftragten Kanzlerbungalow in Bonn entworfen. Die Villenkolonie in Gräfelfing wurde zu Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Die Eisenbahnlinie zum Starnberger See brachte Aufschwung.